Der David war schon am Hof vom König Saul. Er hat für ihn Harfe gespielt. Obschon der David zwar vom Samuel schon als König ausgewählt wurde, ist im Moment noch der Saul König über Israel. Der David hat am Hof vom König Saul einen Freund, den er sehr gerne hatte, der Jonathan. Der Jonathan war der Sohn vom König. Die zwei jungen Männer haben viel zusammen unternommen und Zeit verbracht. Und sie haben einander immer wieder ermutigt, an Gott festzuhalten, so wie das Freunde machen. Sie haben verstanden, dass das Leben nicht immer einfach ist. Und sie haben fest daran geglaubt, dass Gott alles im Griff hat. Genauso wie der Jonathan ein wichtiger Freund für David war, so will auch Gott dir Freunde schenken, die wichtig für dich sind. Einmal war der König Saul fest hässig auf David. Er war so eifersüchtig auf ihn, auch weil er gespürt hat, dass der David der neue König wird. Der Jonathan hat gemerkt, wie taub sein Vater auf David ist und hat Angst bekommen, dass der Saul seinem Freund etwas Böses antun könnte. Er hat David gewarnt, weil er seinem Freund helfen wollte. David, mein Freund, der König Saul ist fest verrückt auf dich. Er weiss, dass Gott dich zum neuen König machen wird. Und er hat jetzt Angst, dass er sein ganzes Königreich verliert. Jonathan, bist du dir da ganz sicher? Ja, ich mache mir Sorgen um dich. Geh fort von hier und versteck dich. Sonst wird meinem Vater noch in den Sinn kommen, dich zu töten. Jonathan, ich bin Gott so dankbar, dass er mir in dir so einen guten und ehrlichen Freund hat geschenkt. Am meisten fällt mir schwer, dass du nicht mitkommen kannst. Du wirst mir sehr fehlen. Aber eins ist klar, du bleibst mein Freund und ich will auch immer dein bleiben. Das verspreche ich dir. Ja, das will auch ich dir versprechen. Freunde für immer? Freunde für immer. Und noch eins will ich dir versprechen. Wenn es wirklich mal passiert, dass ich König werde, dann will ich ganz gut auf dich und deine ganze Familie aufpassen. Daraufhin haben sich die zwei Freunde umarmt. Und dann hat sich der David sofort auf den Weg gemacht und sich ganz weit weg von die Heime versteckt. So hat der Jonathan am David sein Leben gerettet. Ein Zeitchen später ist der König Saul und mit ihm auch der Jonathan im Krieg gestorben. Als der David das gehört hat, ist er wirklich mega traurig geworden. Aber Gott hatte einen Plan gehabt. Jetzt ist für David Zeit geworden, König zu werden von Israel. Und nachdem er als König eingesetzt wurde, hat er sein Versprechen, das er Jonathan gegeben hat, eingelöst. Im ganzen Königreich hat er gesucht, ob es noch Leute gibt, die zur Familie von Jonathan gehören. Für die hat er dann gesorgt, so dass es ihnen gut gegangen ist.